Wenn wir richtig gezielt tun, ist das schon die dritte Aktualitätsstunde zum Thema Preissteuer spannend im Jahr. Das ist auch justifiziert, weil die Inflation tatsächlich ein großes Problem ist und aufhängt ein riesiges Problem zu gehen. An einem Kommuniqué vom Stadttag vom 5. Januar heißt es, dass die Gesamtpreissteuer letztes Jahr zu Lützeburg bei 4,1% lag. Am August waren wir nach von 2,2% ausgegangen. Prävisionen für 2022 in Europa leiden am Blick bei einer Inflation von über 5%. Das ist wirklich substanziell. Inflation lässt sich graf auf 4 Ursprünge zurückführen, die sowohl Einzeloptrierte wie auch am Zusammenspiel. Das eine sind globale Evenementen, die bei uns im Einflussbereich von unserer Politik sind. Das zweite ist ein Übergewicht von den Suen, die am Umlauf sind, vis-à-vis von der realwirtschaftlichen Produktivität durch eine entsprechende Decision von der Zentralbank. Das dritte ist ein Überhang von der Demande vis-à-vis von der Offer an engem oder an mehr Bereichen. Und das vierte, und das was die Energiepreise angeht, ein ganz großer Punkt, eine falsche Steuer- und Zollpolitik von einer Regierung. Für auf das ewig finanziell Unwägbarkeiten zu reagieren, gouf hier an diesem Heiligen Haus den 31. Mai 1921 ein fantastisches Instrument geschafft, den Index. Weltweit nach immer bald modisch. Den Index, also über die Warenkurve im Moosinstrument für die Inflation festzulegen, das aber auch ein Instrument für preissteuerisch auszugleichen, an Kaufkraft zu erhellen. Und das ist ein von den Instrumenten, auf denen der soziale Frieden hier im Land, den wir so lange genießen, beruht. Der Warenkurve soll aber Konsumgewünschte von den Leuten objektiv und komplett spiegeln. Und nicht zu einem ideologischen Instrument funktioniert gehen, mit dem probiert wird, Leute zu erzählen. Es soll also alle Produkte kommen, die konsumiert wird, egal ob den einen oder den anderen, der gut, gesund, richtig oder falsch findet. Tennewäsch vom Index war von den Hauptslogan bei den großen Manifestationen ugangs nach Jahren. Und ich kann das heute nicht mehr wiederholen. Am Namen von der ADR. Hennewäsch vom Index an Hennewäsch von einer wie auch immer geehrten Manipulation vom Warenkurve. Selbstverständlich bleibt der ADR auch bei ihrer Forderung, für die Steuertabelle automatisch und die Inflation anzupassen. Soll auch automatisch und die Inflation angepasst durch das Spiel vom Index. Auch die Covid-Situation hat einen Impact auf die Inflation. So sind Lieferketten wie nie geraten. Schon für einem Jahr sind Baumaterialien immer mehr knapp gehen, und für allem immer mehr teuer. Dasselbe erleben wir bei den Schippen für ein Auto, die viel mehr teuer gehen, ganz rar gehen. Der landwirtschaftliche Dünger, du hast genau dasselbe. Die Leute brauchen aber all diese Gitter, aber sie stehen eben nicht an dem nötigen Maß zur Verfügung, und dementsprechend explodieren Preise. Wir als ADR plädieren auch ganz klar für ein Ende für sämtliche Covid-Mesuren, für das Betriebsaufleben sich an den nächsten Monaten endlich normalisieren können. Und noch das als ein Schritt gegen die Preissteuer. Wir sind auch dagegen, als Betriebe dauernd mehr zu belasten. Durch einseitig nationale Initiativen wie das Lieferkettengesetz, durch viel zu hohe Energiepreise, auch sie leiden drinnen, durch eine zu sehr Dekarbonisierung, durch exzessiv Umweltablehren. All das Maßnahmen müssen die Mathe-Industrie und mit all unseren Entreprisen an das Gehen ziehen. Eine realistisch, vernünftig und betriebsfreundliche Wirtschaftspolitik ist an Zeiten von Inflation genau das Richtige für das Phänomen nicht noch zu verschlimmern. Die künstliche Verdeuerung vom Diesel, auch vom betrieblichen Diesel durch den Staat, als eine von den vielen Lasten für den Transportsektor, aber natürlich auch für den Konsument, weil den direkt die Preise, die uns angepreist und Verkehrspreise durchleitet. Es muss Schluss sein mit den permanenten Steuererhöhungen. Erhöhung von der allgemeinen TVA, Erhöhung von der spezifischen TVA am Logement und am Horesca, Unhebung von der Benzinsteuer, Abfeuerung von der Zerga-Steuer und so weiter. Das alles sind Maßnahmen, mit denen die Regierungsparteien die Lützeburger Bürger seit Jahren immer mehr von ihren schwer verdenkten Suen aus der Tasche ziehen, an die es an dieser Krise auf den Kopf fällt. Das Logement wird auch durch diese Regierung andauernd mit teuer gemacht. Wir erinnern uns von der Erhöhung von der TVA auf 70%, op Mietwunschen und permanent neue Opläre bei die Bauer mit Eier machen und Diskussionen rund um eine Erhöhung von der Grundsteuer und so weiter und so weiter. Wir als RDR sind gegen alle Steuererhöhungen.
Das Phänomen von der Energiearmut mischt auch eins besonders viel durch. Den Kollege Schilroth hat andrucksvoll nicht nur gesot, mir auch chiffriert, was das für den normale Bürger bedeutet. Immer mehr Leute Pferde für zu hitzen, sitzen tatsächlich kalt daheim, weil Brennes zu teuer geht, wie das sich könnte lesen. Und das man lebt, das ist eine direkte Konsequenz auch von Lebensengpässen, aber auch von der geringen Politik. Es ist eben nicht möglich, gleichzeitig aus der Kohle und aus der Atomenergie rauszuklammen. Da bleibt nicht mehr nach dem Gas, weil die sogenannten Alternativenergie produzieren nun einmal viel zu viele kleine Prozentsätze von unserem totalen Energiebedarf. Das ist ein Tatsache, ein Fakt. Gering geht daher und da bleibt so, solange die Partei Regierungsverantwortung dreht. Zum Beispiel gouf eng Zergassteier angefeiert, an die doch nach permanent ugehowe. Für uns als RDR geheiert die Steuer op den Tipp von der schlechten Idee. Aber wir fanden es komisch. Wir fanden es komisch, dass Kollegen von der CSV die Steuer unterstützen und sich dann über Preissteuer spricht. Das ist ein Element auch von dem anderen. CSV-Vorschläge können wir alle guten, matt drohen, alle guten, bis auf die von der Deckelung von den Energiepreisen. Wir haben echt als eine prinzipielle Überlegung. Wir geben erst TVA-Aufsätze von 40 auf 3% auf die Brennes. Das wird zum Beispiel dann nicht nur eine Deckelung, das wird sogar Aufsätze von den Preisen. Aber wir sind einfach prinzipiell gegen staatlich verordnete Preise. Wir denken nicht, dass ein S oder CSV für sozialistisch steht. An der Ökonomie ist der Preis nun einmal ein Signal, dass die Grad der Verfügbarkeit von einer Ware an all ihre Komponenten aufweist. Wenn der Preis klimmt, heißt das, dass ein Krumm an der Hecke ist. Ein Preis zu deckeln bedeutet nicht ernst, wie wenn der Gift ein Feverthermometer bei 38 Grad deckeln an Mengen, da wird der Patient nicht mehr krank. Marge von den Betrieben gehen durch die staatlich forcierte Preissteuer nicht Europa. Genau die Leute soll man nicht nach materialistischen Maßnahmen bestrafen. Wir als RDR bekennen uns zur sozialen Marktwirtschaft und nicht zu sozialistischen Methoden. Wir wollen eine vernünftig, wirtschaftsfreundlich und sozial verantwortlich Wirtschaftspolitik. Und wir verlangen 4 klare Konsequenzen aus dieser Debatte, und da sind ich fertig. Eine ersatzlose Aufschärfung von der desastrierten CO2-Steuer direkt, ein Aufsätze von der TVA von 40 auf 3% auf Brennes, eine Unerkennung von Energieprodukten als Grundbedürfnis an eine entsprechende Steuerreform, eine automatische Anpassung von der Steuertabelle und der Inflation, eine objektiv und wertneutrale Zusammensetzung vom Warenkorb, die auch das Logement und auch die Energiepreise adäquat muss berücksichtigen und dann eine besondere Sensibilität auch für Probleme von den Bauern, für hin bei den Preisen für Düngemittel zu helfen, die Lebensmittel teuerst dann auch bremsen. Ich deposiere dann eine Motion, also nicht mehr für null.